die größten neben der Finanzkrise, die wir kriegen wir nächstes Jahr deutlich am Immobilienmarkt eine Krise. Und wenn der Eisreden, die ich gehandelt habe, von Eis zu dem Budget von der Lehre der Nation, haben wir für Jahre, schon 2-3 Jahre darüber hingewiesen, dass wir als Lützeburg nicht einen Notstand und Häuser haben, wir haben einen Notstand und bezahlbaren Häuser. Wir haben heute ein Überangebot und Häuser, heißt Lützeburg oder Immobilien, das können Häuser oder Appartementen sind im Markt. Aber wir wissen, dass die Leute die nicht mehr können bezahlen. Und da ist eine Krise. Und die Leute, die nach gerne eine Wohnung bezahlen, die gehen an Grenzregionen wohnen. Wobei man dann noch muss wissen, alle die Leute an die Regierung muss wissen, dass die Politik, dass das Konsequenz von ihrer bauten Wohnungsbaupolitik von den letzten 15 Jahren, das hat nicht mit der Finanzkrise zu tun, dass die Leute auch müssen an das Ausland wohnen gehen. Und dafür muss die Regierung, wenn der Staatsminister los sieht, Leute sollten heim abkaufen. Da müssen aber wissen, dass all die Leute, die an das Ausland bauen gegangen sind, dass die aufgrund von einer Politik an das Ausland bauen gehen, und da dann auch der Gros davon eine Investition am Ausland investieren, an mit ausländischen Entreprisen, und später noch dann, wenn sie da wohnen, am Ausland konsumieren. Das heißt also, wann halt, dass nicht den auf Träger sich ein Jeans kaufen geht, den die größten Export für Kaufkraft möchte, mit der größten Export und Kaufkraft wird gemäht von den Leuten, die müssen an Deutschland finden aufgrund von einer falschen Wohnungsbaupolitik an den letzten 10, 15 Jahren, wo ja eine Partei CSV maßgeblich responsabel war. Wir werden also an den nächsten Monaten, und das hat sich an den letzten Monaten schon angedeutet, und zwar schon vor der Finanzkrise, das hat ein Enregistrement auch konfirmiert, dass die Enregistrementaxen und Verkauf von Immobilien schon vom Juni, Juli und drastisch zu Lützeburg zurückgeht und Schritt lieber als noch einen größeren Ausfall am Staatsbudget können, weil eben keine heiße Immobilien mehr als Lützeburg verkauft gehen. Aber weil eben die Immobilienagenzen, die für relativ hohe Preise Terrain gekauft haben, dann sich eine Kalkulation machen, dann so im Prinzip so nach 4 Jahren verkaufen wir das Ganze, das Geld lehnen gehen, die Investitionen machen und dann das gelehnte Geld Zinsen drauf bezahlen, dann sich dann noch nach Gewinn drauf gestohlen von 20-30%, nur feststellen, dass sie den Immobilien nicht mehr Last gehen, dass Zinsen in der Zwischenzeit geklommen sind, dass die Zeit für zu verkaufen mehr lang geht und dass da mal die Rechnung in dem Strich nicht mehr abgeht. Das hat zur Konsequenz, wie gesagt, dass wir 18.000 Wohnungen Immobilienmarkt tun, die nicht verkauft gehen, aber wo dann die Immobilienbranche noch nicht mehr bereit ist, weiter daran zu investieren, bis sie dann mal verkauft wird, was der Markt ist, weil sie sich nicht eine zusätzliche Konkurrenz, eine zusätzliche Belastung mit, sodass wir also nächstes Jahr oder in den Monaten, die kommen, sehr an eine ganz starke Krise am Immobiliensektor fallen, wo dann die ganze Branche, was dort Handwerk, die Entrepreneur anbelangt, wird an eine ganz große Krise ranwerfen. Was da wohl nicht a priori mit der Finanzkrise, die nicht mehr mit einer falschen Wohnungsbaupolitik über die letzten 10, 15 Jahre hier am Land. Wo man aber muss wissen, dass das dann aber Fleisch von der Finanzkrise den Kist und Kuch gehen, als wird leider nach mir vorsichtig gesehen, also nach mehr vorsichtig gesehen, für Investitionen zu machen. Dafür soll die Gelder holen für große Projekte, die nicht so sehr realisiert gehen, wie vorgesehen ist am Staatsbudget, an den Gemengebudget, an die suchen, investieren an Entretien von den Gemengen an Staatsgebäuden.